he's back. Den ich schulte erst direkt mit einem neuen Gitarre-Workout. Das geht am Thema Paddleboard. Hallo Gitarristas, hier ist den 5-Minute Gitarre-Workout für den Ulzig-Kanal, exklusiv an unserem LGE. Peace and Love, Brothers and Sisters. Oder Gitarren statt Knarren. Die letzten Workshops waren mal ganz technisch. Wir haben Sweep-Picking gesehen, Pull-Offs, Hammer-Ons, ein virtuos Gitarre-Liff. Heute machen wir etwas ganz Ernst. Und zwar geht es heute um Sound. Also die Kombination von Gitarre, Kabel und Verstärker. Also in gewünschten Situationen, in gewissen Spielsituationen durchaus ganz cool. Mit der elektrischen Gitarre lese doch so für mit Effektpedalen, auch nach Bodentreter genannt, auch nach ein bisschen mehr extremen Sound aus der elektrischen Gitarre herauszuholen. Und das möchte ich mit einem Paddleboard. Und ich wollte euch heute einfach mal weisen, wie so ein Paddleboard kann zusammenbauen. Da brauche ich verschiedene Komponenten, die sich auch nicht hetzen. Sammelt für dich ein paar Pedalen, überlegt euch, was ihr braucht, was ihr wollt, weil sonst kann es ganz schnell ganz teuer gehen. Die sind nämlich auch nicht immer geschenkt. Die Pedale gehen normalerweise mit Batterien, 9 Volt Batterien, für das ihr die nicht immer braucht zu wechseln, auch aus ökologischen Gründen. Also es besser, es baut in die Pedalen auf einen sogenannten Paddleboard zusammen. Und da ist sie da mit einer Stromversorgung alimentiert, so dass ich keine Batterie mehr brauche. Auch die Reihenfolge ist nicht egal. Auf meinem Paddleboard sieht das so aus, ich habe für dich ein Stimmgerät. Was cool ist, wenn ich spielen her, die natürlich Gitarre. Wenn ich aber das Stimmgerät aktivieren, dann ist der Sound gemute. Und ich kann an aller Ruhe meine Gitarre stimmen, ohne den Drummer zum Beispiel zu nerven. Oder das Publikum, der sieht, das geht ganz genau. Hoppla, der ist ein bisschen zu Dave, das soll, ja, okay. Voilà, vom Stimmgerät geht es dann an den ersten Verzerrer-Typus. Ein erster Verzerrer-Pedal, das ist einen sogenannten Fuzz. Das heißt ein Fulltone 69, den schon relativ gut verzerrt, das spielen ein clean. Das ist schon ein richtig guter, verzerrten, satten Sound. Vom Fass gehe ich an ein Wah-Wah-Pedal, das ist Datei. Voilà, auch ein von meinen Lieblingseffektpedalen. Vom Wah-Wah gehe ich dann an einen sogenannten Overdrive. Das ist ein zweiter Typus von Verzerrerpedal. Das heißt Way Huge Sourcey, den ich ein bisschen mehr diskret angestellt. Ich denke, ohne Verzerrer und dann am Overdrive. Ein cooler Verzerrer für Rhythmus zu spielen noch. Und dann von der Verzerrerpedale aus geht es dann einen dritten Verzerrer, der das den OCD, auch für Fulltone Obsessive Compulsive Distortion. Der das einen extremen High-Gain-Verzerrer, den ich für Lead-Sounds benutze. Also das ist ein schöner, cremiger Lead-Sound. Ja? Von dem schon also die drei Verzerrertypen, die es so gibt, weil du die Verstärkerin, wo kein High-Gain-Vierstuf dran hast. Und dann ist es immer gut, wenn man so Pedalen hört, für alle Verzerrertypus aufzudecken. Kann ich noch die 3 Martinet natürlich, ne? Das ist ganz cool. Nicht immer passend, aber für was nicht an einem ekstatischen Moment könnte das gut. Dann geht es an den Chorus, das ist die Blow-Pedal, das ist ein analoger Chorus, es gibt auch digitaler, ich will lieber analog Chorusen. Das ist ein Delay-Effekt mit Modulationseffekt kombiniert. Und die Leute sagen immer, ja, da klingt es wie ein 12-seitige Gitarre. Der kennt den Sound bestimmte Rhythmen, spielen ohne Chorus, einen kleinen Rhythmus.
Den zweiten Deel von diesem Workout seht ihr an der nächsten Sendung.